Und wo sie am 7. Tag Abschied nehmen wollten, haben sie gejummert. Bleib doch bei uns, liebes Schwesterli. Bitte, bitte. Ja, du hast uns so lang gefehlt. Nur noch ein paar Tägli. Das Tausendschön war ganz gerührt, weil seine Schwestern auf einmal so lieb waren mit ihm und hat versprochen, es will nur eine Woche bleiben. Aber es war ihm nicht wohl dabei. Immer musste an das arme Ungeheuer denken. Und am 10. Tag ist es ihm sogar im Traum erschienen. Es war in seinem Park am Seerosenteich gelegen und am Sterben gsi. Todtraurig ist Tausendschön verwacht, hat schnell den Ring vom Ungeheuer aufs Nachttischli gelegt und ist wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen ist es voller Freude aus dem Bett gesprungen. Es war wieder im Schloss vom Ungeheuer. Es hat kaum gewartet, bis es Abend geworden ist. Und beim Znacht hat es immer nach den Türen geschaut. Aber die Stunden sind vergangen. Kein Ungeheuer ist gekommen. Da ist Tausendschön durch das Schloss und den Garten gelaufen, hat überall gesucht und gerufen. Ungeheuer, wo bist du? Ungeheuer, komm doch, ich bin wieder da.